Guten Abend. An einer Nullemission von Haut machen wir einen Riesensprung zurück an die Vergangenheit, und zwar 190 Millionen Jahre nach Hannen an unserer Zeitgeschichte. Damals lag Lützeburg an einem Meer, wo Riesensaurier wie den Temnodontosaurus Zoen hatten. Allerdings konnte verstehen, dass Stecker von seinem Monster, den eine Länge von 12 Meter konnte weltweit bis vor kurzem just einkehr an Deutschland fand gehen. Melo goufe Stecker vu genee segem Riesensaurier am Juni och hai am Land bei der Kloster um Bon de Gasperich entdeckt. Eng Sensatioun an der Paläontologie. An Zandra Purwoche sind Wissenschaftler damit beschäftigt, das sensationelle Entdeckung auszuwerten, ihr dann die internationale wissenschaftliche Fachwelt ihren definitive Segen als Stempel drop setzt. De Mark Thomas aus der Spur Tatort zu Gasperich nogangen kann selber interessante Découverte machen. Hai Bon de Gasperich, den Kritiker als Satellitenstaat ohne Seel bezeichnen, lebt ein kleiner Berg, wo rundherum Bulldozern die Landschaft verändert und abgefüllt haben. Dass Hai für Millionen Jahre im Meer war, kann man, wenn ihr gut guckt, feststellen. Verstehen und Muscheln, Ammoniten, Beleniten an ähnlichen Zeiten gucken Hai regelrecht aus dem Boden. Den Europabeamten Kamil Bernacki, dem sein Hobby Paläontologie ist, geht heizhanter Jahre spazieren und interessiert sich apart für die Plätze, wo viel abgewühlt auf verstoppten Erdschichten abtauchen. Durch Zufall haben wir hier am Juni angetroffen, wie Sudax auf der Spur von Millionen Jahren alten Fragmenten war. Mir schon das letzte Jahr, als den Herr Bernacki hier Bon de Gasperich auf interessant verstehen hat, Zeige gestoßen. Franchement, la réalité derrière, c'était surtout que grâce, en fait, paradoxalement, grâce à l'activité de construction qui se développait ici dans le terrain, qu'ils ont en fait relevé toutes ces couches fossilifères, je pourrais trouver quelque chose. J'ai trouvé un petit peu de huîtres, j'ai trouvé un petit peu de belemnites, donc ça ce sont les choses pareilles un petit peu à octopus de l'époque. Et puis petit à petit j'ai arrivé à ramasser des petits fossiles que je me dis peut-être ça serait intéressant pour le musée. Effektiv hat diesen engagierten Europabeamten an, rundherum die Bächelchen immer mehr interessant verstehen und Zeichen von die Chlor Richtung Jurazeit hinweisen. Den Herr Bernacki hat man nicht brauchen, viel zu gruben, sei gescholtene Blickers durchgangen, für an dem Boden an dem Stenggewulz ob Schraddern trat, ob Stengenzeichen zu stoßen. Als verantwortungsvolle Bürger hat hier nun die Naturmuse avertiert, an ihnen die Gesammelstecker überging. Die Responsable vom Musee führt der Paläontolog, den Dr. Ben Tui, hat sehr reagiert, als ich vom Herrn Bernacki vom Platz weisen gelassen. Und da hat es nicht lange gedauert, bis die Sensation perfekt war. En fait, le même jour, quand on est venus tous ensemble ici, moi avec les représentants du musée, on a retrouvé la première os d'ichthyosaure. Donc ça, franchement, ça c'était disons, résultat assez intéressant parce que moi j'ai trouvé un petit morceau de quelque chose que je n'étais pas capable d'identifier. Mettons que j'avais déjà les collègues de musée tout de suite à côté, il était capable de dire voilà, ça c'est un morceau d'ichthyosaure. On a commencé à trouver plus et plus de ces petits morceaux, se cacher un petit peu autour dans le terrain. Effektiv war anders dist eng regelrecht Goldgrof fir d Paläontologen, die a kurzer Zeit eng paar die Stecker vun engem Fischsaurier fondun, vun engem Temnodontosaurus, de bis lo weltweit just engkeier kon fond gin. Apparemment, pour cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, ni dans le territoire de Luxembourg, ni dans l'Europe en général, au niveau des grands reptiles marins. Fakt das, et war diese verantwortungsvolle Bürger, den die paläontologische Sensation und Rulle bräucht huet. Me, wie gesagt, hier eine Lot-Fortsetzung von dieser Aventur Bon de Gasperich. Ce qui est important, c'est, comme je dis, la conscience des gens qui bâtissent les bâtiments, de quand même rester un bon inspiré, de prendre le contact avec les musées s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais on pourrait éventuellement faire ici
Sentier didactique intéressant. Avec... Ça pourrait être une idée géniale en fait, un sentier didactique. Net auszuschließen as auch, dass ha Terrain nach so manches Tief zu fannen sind, vielleicht auch nach einer Fischsaurier. Eng spannend Geschicht. Jedenfalls sind Stücker von dem extrem raren Temnodontosaurus, die am Juni um Bande Gasbrich fand goufen, a guten Herrn, a Ginelo, fir Zalopp auszudrücken, kriminologisch ënner Lup geholt. An dat natürlich am Grund am Naturhistorische Musee, wo den Dr. Tui als eng Leiit die Saurierstecker wie gesot Logene ënner Lup holen. An dat werd sich hai am Grund als Sache Fossilien als Saurier, die op Plätze bei ihr Boden fand goufen, ugesammelt huet als impressionant. Also do waren wir wahrscheinlich bei 3 Meter komplett. Ab herzote so en Hai an engem speziell gesicherten an temperierte Raum am Helligtum vum Musee leien eng silliche Stecker, die bis weit an Jurazeiten zurückgehen. Ab Herthofrich awer sinn den Dr. Bentui als eng Maderbichter iwwer de Fondelo am Juni Bande Gasbrich déi weltweiter Fachkräser nach Dieft fir Schlechtzeile suchen. Jedenfalls de Begriff Sensation als net iwwerdriwen. Dat ist richtig, ja. Vielleicht nicht auf den nächsten Blick, weil wenn ihr hier guckt, dass es komplett Tiere gibt, komplett Skelette von Fischsaurier. Aber wenn ihr guckt, was wir gefunden haben, das sind just Einzelfragmente. Gesagt, auf den nächsten Blick nicht vielleicht direkt, dass es eine Sensation ist, aber der Kontext, den erdgeschichtlichen Kontext, der möchte aus der ganzen Sache eine Sensation, weil man nämlich aus der bestimmten Zeit, von 490 Millionen Jahren, bis lo weltweit wirklich just ganz wenig der Tiere hatten, von der spezieller Sort sogar carrément just ein. Und da haben wir lo eben die Chance, dass wir den zweiten weltweit konnten nachweisen. Und das ja durch Zufall, wo das da fand ging, dass ich meine durch den Herr Bernacki, den interessiert war, du nicht kontaktiert hat. Also ich schwätze gerne von einem gezielten Zufall, weil den Herr Bernacki, den ist natürlich hingegangen, weil wusste, dass da Fossilien zu finden sind. Das sind aber Wirbel, die ja rasch zum Vorschein kommen sind, das war nicht geplant. Das wird wirklich mit ganz kleinen Fragmenten angefangen, die auf einem bestimmten Platz zum Vorschein kommen, durch Freiwäsche vom Rhein. Und am Endeffekt hat das auf die richtige Platz gedeiert, für gezielt zu sichern. Und auf der Platz haben wir dann effektiv auch an einem größeren Radius verspreit Schankerrechte fand. Me wenig konnte da so weniger sich so eng Speicher Licht opgangen, wo du gesagt hast, oh voilà, dat ist die Saurier do. Ma ja, wie gesagt, mit kleinen Fragmenten angefangen, die schon eine Indikation geben, und das de Meeresreptil ist wahrscheinlich, da erkennt den an der Schankenstruktur bisschen und auch an der Form von den Schanken. Aber wie man bis ein Stück von einem Wirbel fand hatten, du wusstest immer, welche Meeresreptil es wäre und auch ungefähr wie groß. An allein von der Größtier kommen da nicht viele froh, weil zu der Zeit gaufen da just eine Zucht am Prinzip, die wirklich riesig groß war. Und wie dass der Wirbel, ob der Größe schließen lässt, wusste man den Moment, wo man den Wirbel fand, dass da ist ein Temnodontosaurus, also von den großen Fischsaurier. Also demals noch Lützeburg in engem Meer, was ein Zeitfenster, wie lang kann ich das aktivieren? Wir schwätzen von einer Zeit 190 Millionen Jahre vor Haut. Da war effektiv Lützeburg an einem Meer, was nicht terribel tief war. Schwätzen sie von einem Epikontinentalmeer, also ein Meer, was auf einem Kontinentsockel drauf war. Also sind wir bei 30-40 Meter Wasser tief wahrscheinlich, platzeweise mehr, platzeweise Manner. Richtung Norden, Richtung Eisleck sind wir an den Strand gekommen, weil den Teil Brabant, London, du weißt dadurch London, Brabant, das war eine Insel. Und zu Gasbrich waren wir carrément an einer flachen Bucht, wenn ich so will. Und die sollte 190 Millionen Jahre, auf was konnte das dann ungefähr festlegen? Wir selber konnten auch nicht bestimmen, dass das 190 Millionen Jahre sind, weil das funktioniert über sogenannten radiometrischen Datierungen. Da hält dann radioaktiv Varianten von chemischen Elementen, also sogenannten Isotopen. Die kann ihn analysieren, die Halbwertszeit von denen sind als bekannt und dann hält die Konzentration von denen Varianten und da kann ich daraus ein Alter rechnen. Das geht
verschiedene Plätze von der Welt gemacht. Was mir gemacht haben, ist, wir haben Fossilien gesicht, wo gewusst war, dass die aus der Zeit sind. Das sind zum Beispiel Tintenfischfossilien wie Ammoniten, die man der spiralierten Schul, oder Belemniten, die man zuletzt auch in der Donnerkeil kennen. Aber wenn die eine bestimmte Schicht findet, kann ich so, wir sind an der oder an der Zeit. Und wie das den Alter von denen Zeiten bekannt ist, konnte man so, wir sind bei 190 Millionen Jahren. Man kann aber so, in demals war zu Gasbrich viel Last. Offensichtlich war so viel Last, dass es durchgegangen ist, für einen ganz großen Predator Leben zu halten. Das ist immer ein Zeichen, dass es ein komplexes Netzwerk gibt mit Interaktionen, was so weit gegangen ist, dass er wirklich einen ganz großen Meeresreiber hat, der natürlich entsprechend viel zu fressen fanden. Und das kann ich sich immer vorstellen wie so eine Kaskade, wie so eine Pyramide. Aber was die mehr spatz, also was die mehr aus mehr Etagen besteht, was ein Ökosystem mehr komplex ist. Und was schätzt du, wenn ihr das zusammengebracht, wenn ihr mir fort? Zusammengebracht ist schwer so, hat sich viel verändert seitdem, natürlich. Ich meine, wenn wir von mir schwätzen, ist das schon lange die offensichtliche Veränderung. Wir sind heute nicht mehr zu Gasbrüchen nach dem Meeresspiegel, das ist evident. Der Meeresniveau hat sich regelmäßig verändert. Kann ich sogar sagen, dass kurz nach der Zeit, wo den Fischsaurier von Gasbrich gelebt hat, kam eine Vereisung, kam eine Eiszeit, wo der Meeresspiegel allein durch Eis viel geschwankt hat. Lützeburg war nachweislich bedeckt von mir nach rund 30 Millionen Jahren später. Also bis rund 160 Millionen Jahre hatten wir Meer hier. Danach haben wir keinen Stein mehr aus der Zeit. Das will aber nicht heißen, dass es die nicht gab. Es kann heißen, dass in dem Moment das Gebiet nicht bedeckt war von mir, da wenn auch keine Meeresgestänge entstanden sind. Kann es sein, dass da entstanden sind, die aber erodiert gaufen seitdem. Das ist schwer, sich das vorzustellen an der Zeitfenster, die enormen Zeitfenster, vergleicht mit einer kleinen Geschichte bis bei der Eiszeit oder wo auch immer, ne? Steinzeitmenschen, kann ich sich das global nicht vorstellen. Nein, also ich schaffe ganz viel mit so Zeiträumen, jongliere viel mit denen Zahlen, aber ich kann mir mal keine Million Jahre vorstellen. Ich habe kein Gespür dafür, weil das ist zu lang. Jedenfalls, was ihr da fandet, das schenkt ihr dann aber nicht mehr einen kleinen Teil zu sein. Wahrscheinlich vielleicht noch viel mehr Lodo zu Gasbrich. Das ist nicht unmöglich. Und das ist auch effektiv so, dass nur der Grübung, wie den Solite reinkommen, sind effektiv noch einzelne kleine Schankebrauchstecker freigespult gehen. Kann ich ein bisschen so, das ist wie wenn Pompier ein Feuer gelöscht haben. Den einen Tag mussten sie einfach nicht gucken gehen, ob nicht noch irgendwo etwas gelöst. Und so machen wir das doch. Wir sind natürlich schon ein Kuck gegangen umreden und du sind effektiv nach Kleinstecker rauskommen tatsächlich. Es ist nicht unmöglich, dass paar Meter am Gestanks nach Schankeleien, vor allem weil wir Teil mit einem Skelett haben, zu denen den verdeelt Meeresbodenloch. Mir interessant wäre auch vielleicht, weil das nicht den einzigen. Vielleicht gibt es nach anderen, die auch da leihen, einen zweiten oder einen dritten vielleicht, oder ist das ausgeschlossen? Ausgeschlossen ist nicht bei der Fossilie-Sicht. Wenn er mich gefragt hat für 3 Monate, dann hätte ich gesagt, das ist ganz unwahrscheinlich, dass ich überhaupt den da leid. Auch da hätte ich nicht können so und das ausgeschlossen, weil sie haben gelebt an der Zeit, das wissen wir. Wir haben allerdings keine Indikation, die uns erlaubt zu sagen, da gaufen da mehr, die in dem Moment verstängert sind. Heinz, du hast in einer Situation, dass in sagen wir mal, eine Massensterben hat von denen Tieren. Da tun wir keine Indikation dafür. Also es kann Sinn, aber das ist nicht wahrscheinlich. Also das wäre sich dann aber nicht schlimm, dass der große Teil dort zu Gasbrich alles zubetoniert ist. Auch wo ihn also nicht mehr drucken. Sagen wir mal so, wir sind als Paläontologen immer aufhängig davon, dass ein Loch an den Boden gemacht wird. Aber wir sind immer froh, wenn man das nicht selber machen muss. Weil jemand, der schon mal ein Loch von 3 Meter gegraben hat, per Hand, der weiß, was das für eine Plorei ist. Das heißt, sobald es ein Chantier gibt, sobald es ein Karriere gibt, sobald es à la limite sogar ein Erdrutsch gibt, ist natürlich die Landschaft gesteuert, wenn ihr so wollt. Aber das bringt Gestanks und die Fläche und das erlaubt uns überhaupt, die Gestanks zu sichern. Also, die Gestaltung vom Band Gasbrich ist natürlich eine Pferde gut, ganz klar. Da will ich mich nicht dazu äußern. Aber wenn der Chantier nicht gewesen wäre, wären wir gar nicht in den Fischsaurier Druck kommen. Ernst gefragt, wie soll dann weitergehen? Den Areal, den streckt sich ja über die kleinen Bächelchen weg.
mis du net dawer méi geschützt gin. Also soweit ich das verstanden ist das ein Bereich, den fertig aménagéiert ist. Du wird auch noch nicht weiter gebaut gehen. Den soll so bleiben, soll zuwursten am besten. An Sitten, die zuwursten, der haben wir da ganz viel. Also us ball als Sit, mit dem wir einen zu tun hatten, den ist mittlerweile zugewurst. Das heißt, das ist eine Situation, die wir kennen. Wir konzentrieren uns darauf, für den Moment, wo wir Zugang haben, ein Maximum an Informationen zu sammeln. Dono als der Sitze selber los. Für so Sit auf lange Dauer zu schützen, das ist immer eine ganz schwierige Sache. Erstens, weil das natürlich mit den originalen Interessen von dem Sit kollidieren. Zweitens, weil natürlich, wenn ihr sich auf die Beine stellt, da seht, wir müssen das Silo schützen, dann muss ich natürlich sich auch darum kümmern. Und da ist immer so ein froh. Eine punktuelle Grübung als eine Sache, ein Suivi über viele Jahre als eine ganz andere Sache. Wir kümmern, das könnt ihr aber klar öffentlich Hand an den Interesse hai, das für eine kleine Sensation Lützeburg, dem man selbst hai funket. Du misst ja dann aber öffentlich Hand ergreifen, A schützen, a B etwas draus machen. Zum Beispiel die Idee von einem Sentier Didaktik, das liegt einfach auf der Hand, oder? Also sagen wir mal Informationspannen abstellen, dass du die Dekuvert gemacht gouf und vielleicht ein bisschen einen Kontext gehen, dass die Leute, die an 2 Jahren launcht gehen, immer noch wissen, dass du ein fossilreiches Sit hast und dass du effektiv auch ein Fischsauer erfunden gouf, den nicht unbedeutend ist. Da das etwas, das lässt sich sicherlich umsetzen. Für das Sit aber auch carrément, sagen wir mal, auf länger Zeit zugänglich zu lassen, aus paläontologischer Vue, das ist ganz unwahrscheinlich. Es wäre ja auch nicht gut, weil du gibst ja nicht many do als wat Interessen noch immer persönliche Interesse do wolle go Schere goen Stichwort Grabräuber. Grabräuber ist natürlich ein Begriff, den an der Archäologie ganz viel Koschmaren auslässt. Hier muss ich 2 Sachen bedenken. Die eine Sache ist, wir kriegen temporär Zugang zu dem Sit, da man das als Auftrag quasi erfüllt. Was du noch andere Leute, die nicht mehr das zu tun mit dem Sit machen, ob sie sich ob es Sit an den Sit penetrieren, den à la limite im Moment nach privat ist, an nicht öffentlich, wie Leute sich nicht beholen, das ist nicht als Verantwortung. An einem Ende ist natürlich, dass Leute Bescheid wissen über Fossilien. Wenn Leute Fossilien sammeln gehen, dann ist das natürlich immer sagen wir mal, im Moment den Eis selbst kann bringen, weil man natürlich immer Leute haben, die dann noch Eis Bescheid sind, die sich schon Eis wenden, also ein Heim, der an die Sache fand. Wenn ich in die Origine zurückgeht von der heutigen Sache, ist das ja so eine Situation gewesen. Es war ein, den sich vier Mal Müse in zu tun hat, Herr Bernatzky, den ist du hingegangen, hat gesammelt, an Eis Bescheid gesagt. Das heißt, das ist ein Approach, der schon in der Vergangenheit oft funktioniert hat. Wenn natürlich noch ein dahinter geht an Obege fauscht, carrément an Dave Dach greift, da das wahrscheinlich weder von den Proprietätsverhältnissen vom Sit noch von Eis wünschenswert, aber das aber auch kaum zu verhindern. Das ist eben so, was man mehr informieren, was man mehr sensibilisieren über die ganze Sache, was natürlich auch die Informationen mehr gestreut wird, aber doch mehr Bereitschaft da ist, für ein A auf die Sachen zu halten, das ist immer gut. Was natürlich auch Bereitschaft mehr groß ist, für sich um die Müse zu wenden, weil Leute natürlich auch begreifen, okay, tut kein Wert für die Sachen zu sammeln und an einen Köch zu tasseln. Deckel drauf, kein Mensch weiß davon. Tut mehr Wert, wenn es effektiv um die Öffentlichkeit geht, weil das etwas, was zum Patrimoine gehört. Und die wird natürlich von den Experten ausgewählt. Und in dem Fall sind wir das. Das hier schon an, wieder, wenn ich richtig verstehe, erbecht mit dem Sauer geht richtig um, oder? Ah ja, das ist immer so bei den Gröbungen. Du willst immer nicht einfach gröben, weil das so mehr erbecht, wie man Lebenszeit haben. Also eine anständige Gröbung, so wie die Doten, die werden als Main lang beschäftigen. An den Novaien sozusagen. Und das leidet eben einfach unter der Art und Weise, wie die Wissenschaft funktioniert. Es gibt viel an der Presse darüber geschwärzt, mit Halbwertszeit, wo Presseartikeln, ich meine, ihr wisst das selber, das kann ich an dich rechnen. Vielleicht Wochen, wenn ihr wirklich einen tiefen Impact hat. Wir hier schwätzen aber von einer wissenschaftlichen Dekuvert. Für die der Fachwelt zugänglich zu machen, muss wissenschaftlich beschrieben gehen. Und da schwätzen wir von einer ganz anderen Sorte Artikeln. Die geht allerdings durch die sogenannte Peer Review. Das heißt, ein Artikel wird geschrieben und eine Fachzeitschrift geschickt. Und die schicken dann den Artikel an
eng Reihe Experten an der Materie an déi iwwerpréfen dat dann. An déi sinn normalerweise net terribel, wie soll ich soen, sie hemelen e net. Die gi schon hart an Gericht, sie gucke wirklich op alles fachlech kohärent ass, korrekt ass an Recht van déi Iwerpréfung duerch ass gëtt den Artikel auch effektiv veröffentlicht. Dat heißt, da können wir vun Jore schwätze vielleicht. An diesem Fall sind wir so von der Quantität a vun der Situation hier, dass man vom Eichter vom Maint könne schwätzen. Mediot recht oft schwätzen du vor Jahren. Dat heißt, an wieder kann er dann noch so ein Affaire suivre. Ne? Ja, definitiv. Ja, wir bleiben drin. Merci. Merci auch. Affaire à suivre. Eng spannend Geschicht, die op die immens Zeitspann vun 190 Millionen Joren zurückgeht. Jede falsche Besuch am Grund am Naturhistorische Museum ass unbedingt zu rekommandieren als schon bald eng Biergerpflicht. Weil all dat, was du ausgestaltet wird, quecht durch riesig Zeitepoche flott didaktisch und verständlich abgeschafft ist, darf sowohl junge wie auch ältere Generationen interessieren.